Ja, hi und herzlich willkommen wieder bei der Janker Filmschmiede. Heute möchte ich mal richtig herzeigen, die GoPro Hero 6 Black, und ich habe den originalen Grip von der GoPro. Der Vorteil bei dieser Selfie Grip ist, dass man das Teil wunderbar ausklappen kann und dann haben wir einen wunderschönen Selfie-Stick. Ja, kann man wunderschön drehen, sehr leicht, und der Vorteil ist auch noch, man kann das total variieren, wenn man jetzt irgendwo beim Essen ist oder irgendwo, kann man das ganz raffiniert machen, und zwar kann man unten bei diesem Selfie-Stick die Füße rausschrauben, ja, und dann kann man die ausklappen und man kann das dann praktisch ja, so hinstellen, und dann haben wir da wunderbar, kann man super Selfie machen. Also das ist schon eine geile Sache. Also im Großen und Ganzen bin ich mit der Hero 6 Black sehr zufrieden. Der erste Grund war, dass einmal der Preis gut gesenkt worden ist. Also auf 414 Euro, und vorher hat es doch fast 500 Euro gekostet, oder sogar über 500. Und haben wir gleich das neue Firmware-Update draufgezogen, und da muss ich sagen, funktioniert tadellos. Ich habe jetzt also ein kleiner Zubehörteil dazu gekauft, weil ich habe die Hero 5 und die Hero 6. Das ist praktisch, ja, das Kit, Abdeckkappen vorn drauf. Ja, das komplette 6 Euro, Displayfolie und Linsenfolie. Braucht man nicht unbedingt, aber ich habe vorne Linsenschutzfolie drauf, und hinten habe ich eine Displayfolie drauf, und es gibt sogar die passende Abdeckkappen. Ja? Und das ist schon eine feine Sache, muss ich sagen. Ja, und dann habe ich beim ersten Mal ja schon erwähnt, der Ton, der ist scheiße, muss ich sagen. Der ist wie aus der Blechdose, die unter Wasser steht. Also der Ton, GoPro-technisch, hat sich überhaupt nichts geändert. Da muss ich wirklich klipp und klar sagen, Hero 3, Hero 4 war der Ton bedeutend besser. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, der Ton ist nicht überragend. Und ich habe mich entschieden für, also nur wenn man es mitnimmt, irgendwie auf eine Tour, so ein kleines Diktiergerät. Ich habe das von Olympus. Das ist volles Aluminiumgehäuse und kostet nicht viel Geld und nimmt super auf. Und wenn man dann das Rode Lab Plus Lavalier-Mikrofon dazu tut, dann hat man ein sehr gutes Setup, und ich muss sagen, das ist absolut eine geile Kombi. Wenn man natürlich die GoPro nur für eine zweite Perspektive braucht, dann ist sowieso egal, dann braucht man keinen Ton. Wenn man irgendwie Szenen einbauen will ins Video und man macht nebenbei vielleicht eine Timelapse-Aufnahme, dann ist sowieso scheißegal, da braucht man keinen Ton. Aber wenn man jetzt das Ding, die GoPro nur hernimmt zum Vloggen oder was, dann braucht man natürlich einen guten Ton. Und das ist dann scheiße, wenn man so einen Ton hat aus der Blechdose.
wenn man dann natürlich so einen Ton wie aus der Blechdose hat, dann ist meiner Meinung nach ein externes Mikrofon Hauptbestandteil, braucht man unbedingt. Und zu Hause kann man einen Zoom H4n oder einen Audiorekorder daneben hinstellen, geht wunderbar. Übrigens, ich habe jetzt das Rode Mic Pro auf meiner Panasonic Systemkamera draufgespannt. Da bin ich auch geil. Ich kann ja dann einmal die andere, die Hero 5 bringen, wie ich das Setup so aufgebaut habe, wenn ich mit der Hero 5 oder mit der Hero 6 unterwegs bin, geht auch sehr gut. Ich bringe jetzt die mal hoch und dann zeige ich das einmal her. Ja, das ist jetzt die GoPro Hero 5. Die Größe der Hero 5 und Hero 6, die sind ja total gleich. Und ich habe mir hier das Setup zugelegt, und zwar, warte mal, das ist praktisch so ein Rig, ja. Und da kann man das wunderbar, das werden wir jetzt schlecht sehen, ich habe jetzt hier ein schlechtes Licht, ist egal, macht nichts. Das ist der Audioadapter. Hier kann man zum Beispiel ein externes Mikrofon anstecken oder ein Lavalier-Mikrofon oder auch wieder die Rode Funkstrecke. Ich habe die Rode Filmmaker Kit oder mein Sennheiser, das passt alles wunderbar hier drauf. Und dann haben wir wirklich, oben haben wir nämlich die Möglichkeit, dass man noch ein Videoleuchten draufschraubt oder ein Mikrofon, Videoleuchten, also das kann man komplett, und dann kann man so richtig geil einen Videovlog machen, also das geht sehr gut. Darum sage ich GoPro, wenn man irgendwo durch die Stadt durchgeht, absolut geil. Versorgen wir das Ganze mit der Powerbank, das ist 15.000 mAh, oder wie man sagt, ja, kann ich nur empfehlen, kauft euch eine Powerbank. Mittlerweile sind die nicht mehr teuer, die sind so 40 Euro. In dieser Größe, gerade wenn man Timelapse macht, Powerbank, braucht man unbedingt, unverzichtbar, und dann liegt eigentlich nichts mehr im Weg. Also so zu viel Setup, und das ist dann schon geil, wenn man mit zwei GoPros man kann jetzt zum Beispiel ein Kochvideo machen in der Natur, die eine GoPro richtet in die andere Richtung, die andere Richtung, zwei verschiedene Richtungen, und mache nebenbei gleich Timelapse und im Hauptgang ein Kochvideo. Also zum Beispiel, das kann man wunderbar machen mit zwei GoPros. Oder eine Szene, die Totalansicht, und mit der Hauptkamera mache ich die Detailansicht. Darum sind so kleine GoPros immer eine geile Sache. Gut, viel Geld, zwei GoPros, wenn man überlegt, 800-900 Euro, dann kommt schon was zusammen. Übrigens, die Hero 4 Silber habe ich auch noch unten, die nehme ich hauptsächlich her mit dem Gimbal für Kamerafahrten. Und also mit 3 GoPros und 3 Hauptkameras kann man schon einiges anfangen, und das meiste brauche ich ja hauptgeschäftlich, wenn es richtige Filmaufträge gibt, dann nehme ich natürlich die anderen Kameras her. Und hier erinnert es zum Beispiel, liebe ich zum Beispiel meine Systemkamera, die Panasonic, und da bin ich sehr zufrieden. Gut, letztendlich muss jeder selber entscheiden, was für Kamera. Ich wollte jetzt nur sagen, ich habe jetzt die GoPro Hero 6. Habe jetzt, und genau so wie jetzt das Teil ist, habe ich es auch im LKW drinnen. Und wenn siehst du bloß die kleinen Füße da ausklappen und den kleinen Olympus. Mehr brauche ich im LKW nicht, und das Rode Lavalier-Mikrofon, und dann passt es. Ich bin von Haus aus Rode-Fan und auch Sennheiser. Sennheiser kostet natürlich fast das Doppelte. Aber ich muss sagen, das Rode Live Plus in den niedlichen kleinen Säckchen kann ich nur jedem empfehlen.
ein geiles Ansteckmikrofon. Und ja gut, die Taschen kann ein bisschen größer sein. Dann hat man ein geiles Setup. Also. So, ich wollte jetzt das bloß zeigen. Und schauen wir mal, was dann richtig leistet, wenn es schon wieder wird. Also wenn er natürlich ein bombengeiles Tageslicht ist, ist die GoPro unschlagbar. Die macht eine Bildqualität, das ist echt der absolute Hammer. Geil. Wie gesagt, wenn einer so ein Set zulegen will, ja, für die GoPro, sind drin zweimal Displayfolie und zweimal Optikkappen, also praktisch gleich ein Reservesatz. War für mich natürlich praktisch, weil ich ja 2 GoPros habe. Wobei die Hero 5 eigentlich nur in den Aluminiumgehäuse habe. Ja, hier ist sogar noch ein Blitzer drauf. Und das ist halt das Geile, und das ist ein Edelstahlfuß. Kann man überall draufschrauben, passt perfekt. Und der Audioadapter, Mikrofonadapter passt auch bei der Hero 6 drauf. Also kein Problem. Nur Frechheit ist von GoPro, dass man für den 40, 45 Euro verlangt. Das finde ich natürlich schon ein bisschen unverschämt, aber gut. Aber nur der Originale funktioniert. Die neuen, was so auf dem Markt sind, wäre ich vorsichtig, habe ich bei der 4er schon gehabt. Geht überhaupt nicht. Absolut scheiße. Für 5, 6 Euro so ein Adapter. Und der Originale für 19 Euro für die Hero 4. Das funktioniert einwandfrei. Original GoPro und dann funktioniert das. Gut, das war's. Mehr möchte ich nicht gar nicht dazu sagen. Beide Kameras sind jetzt so da. Schaut irgendwie nicht schlecht aus. Kommen wir zum Beispiel auf Stativ und die andere Kamera in eine andere Richtung oder neigen oder wie auch immer. Da haben wir 2 GoPros auf ein Ding drauf und verschiedene Perspektiven. Also mit diesem Sinne habe ich die, macht es gut, Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.